Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brooklyn. Das ist nach Meir David. Heute ist Erev Shvi, Achron Pesach. Ist wir entdecken mit unseren Pesach-Programmen, gehen wir rein in Yom HaShoah. Wir haben einen gewaltig interessanten und bekovitigen Gast und das ist Pinchas Gutter. Ihr werdet sich allein sich zuhören und sich wissen wegen ihm und seiner interessanten Geschichte wie ein Kind in Warschauer Ghetto. Hotanoa. Hallo, meine teure Freund. Mein Name ist Mary Ehrlich und ich wohne in Newton, Boston. Ich bin ein Glieder von der jüdischen Holocaust Survivors Organization. Und ich will, als ich in die kommende Woche Pesach, will ich von unserer Organisation und von unserem Präsident, beliebte und getreue Freund Janet Stein, euch allen wünschen einen gesunden, süßen Jahr und hoffentlich, als über ein Jahr in der Zeit, wird alles sein normal und wir werden uns erkennen, zusammenkommen mit unseren Mischproches und mit unseren Freunden. So hat alle einen guten, gesunden Pesach und mit der Sache wünschen für alles Gutes und Shalom. This is no time to be bashful. Here's to you and to me. Shalom Aleichem. Das redt Leah Sporer-Levitt von Boston, Lehrerin in der Brookline, Massachusetts Arbeiterring. Und ich wünsche an alle Zuhörer von dem jüdischen Call und euch alle Studenten und Lehrer beim Arbeiterring einen koscheren, süßen Pesach. Soll es sein ein warmer Anheb, euch bei ein gesund, maseldig Jahr und lassen wir zusammen weiter haben die größte Hannover, was wir haben, von den teuren Programmen, was unser teurer Meir David bemüht sich, ständig in Geseder auszuführen.
Amachai alle zu hören. Seid mir alle gesund und heute einen guten, koscheren Jontef alle. Mein Name ist Pinchas Guter. Ich bin geboren geworden in Łódź. Die Jeden haben das geriefen Lodz, aber das ist gewähnt takisch. In Polisch sagt man Łódź, L-O-D-Z. Und ich bin geboren geworden in einer gerne chassidische Familie. Ich habe gehabt eine Schwester, das ist gewähnt eine Schwester, sie ist gewähnt zusammen mit mir. Wir sind geboren geworden zusammen. Ich habe vergessen, wie sagt man das in Jiddisch, in Polisch sagt man das Bliźniaki, in Twins in Englisch. Aber Zwilling. Ja, wir sind gewähnt Zwillinge. Und meine Mama hat nicht gekonnt haben mehr Kinder. Es sind mir gewesen nur 2 Kinder daheim. Aber wir haben gehabt eine größere Mischbuche. Wir haben gehabt Tantes und Onkels und verschiedene. Meine Seite hat gehabt Brüder und Schwestern und meine Mutters sei dort gehabt, Brüder und Schwestern, ich habe gesagt, Cousinen. Mir dachte sich, als vor dem Krieg ist gewesen in Polen, nicht nur alle in Lodz. In Lodz ist gewesen eine größere Mischbuche, aber meistens zwischen 150 200 Menschen sind gewesen in Mischbuche, Guter und Bronstein und verschiedene andere Namen, aber sind alle gewesen, sind gewesen eine ganze Mischbuche. Und wir haben gemacht Wein in Polen, mehr wie 100 Jahre. 400 Jahre sind gewesen. Meine Seite ist gewesen, ein Weinmaster, mein Tate gewesen, ein Weinmaster. Es gewesen bei uns, hat gehabt, also wie ein Teurer, was ist geschrieben, die Genealogie von unserer Familie, mehr als 400 Jahre. Und allemal sind gewesen dort Weinmasters. Und ich gedenke, unsere Firma hat geheißen Złote Grono. Und wir haben gehabt einen Keiler auf Nowomiejska 19 und dort haben sie gemacht Wein. Sie gewinnen eine große Keiler, Sach hinter der Erde. Und als ich bin gewesen 3,5 Jahre alt, hat meine Tata mich herumgenommen zu dem Keiler und er hat mir gesagt, ich will dich äußern, wie soll zu machen Wein. Aber ich gesagt, ich bin schon gegangen in Cheder rein. Ich habe schon 3 Jahre alt, hat der Seite mich genommen in Cheder. Ich habe schon gelernt, die Teure, die Perika Shavua, jede Woche von der Teure. Und so ist es gegangen. Man hat gehabt, verschiedene, alle Jom Teure sind gewesen speziell. In Shabbos, in Łódź gewesen 250.000 Jiden. Es ist also gewesen wie Jerusalem. Manche sind gegangen mit Streimels und mit Talesim. Die Frauen sind gegangen in Gast mit den Kindern und mit den Wegelach von den Kindern in allem Gerät. Und es ist gewesen ein Freund, um sich gesehen. Es ist gewesen es ist gewesen Antisemitismus, aber es gewesen ein Stab. Aber die Jiden, es gewesen also ist es gewesen eine Sache. Oder mit Jiden, alle gearbeitet, es gewesen ein größter Textilschub in Łódź, in einer Sache jeden gearbeitet in der Textil, aber so ist es, haben gehabt ein sehr gutes Leben. Und speziell, als man gehabt hat, so Geld, bei uns wir sind gewesen, wir suchen in Englisch Middle Class. Nicht zu reich, nicht zu arm, aber wir sind gewesen beseiden. Und ich will euch erzählen, wie so in der Tat ungeheuben, und das ist sehr interessant, hier hat ungeheuben zu lernen, zu werden ein Weinmeister. Er hat immer einen kleinen Stil und da weggelegt dort 12 oder 18 Flaschen von Wein. Es sind nicht gewesen, keine Etiketten auf dem, aber es sind nur gewesen Nummern. Nummern 1 zu 12 zu 80, ich denke nicht genau, wie viele Flaschen dort gewesen, aber weggelegt ein kleinen Kost von gläsernem Kost und reingeworfen ein bisschen Wein von jedem einen von die Flasche in die Flasche, und er hat mir gesagt, guck sehr, sehr vorsichtig, und guck rein, wie soll
ich nehme rein ein bisschen Wein in jeden eine von die kleinen Gläser. Habe ich geguckt, den ist reingegossen in alle von die Gläser, in die Flaschen sind gestanden, in die Gläser sind gestanden. Noch hat mir gesagt, wir müssen rein und guck auf die Wand. Und noch da weggenommen die Flaschen, sie sind ausgedreht alle Gläser, und genommen eine von den Gläsern, und wir gesehen, die muss jetzt schmecken, was der Wein, wie also der sein ist. Aber ich gesehen, haben sie reingeschmeckt, und der hat genickt. Ich sagte mir, von welcher Flasche ist es rausgekommen? Aber ich gesagt, ich weiß nicht, von welcher Flasche? Ich habe keine Ahnung nicht. Aber in 6-8 Monaten habe ich schon gewusst, was Wein das ist und wo der kommt, welche Weintrauben sind gewesen, sind das gewesen Muskat von Ungarn oder etwas. Ich habe sich ungeheuer nicht allemal genau, aber ich bin gewesen 5 Jahre alt, habe ich schon alles gewusst. Und hat mir gesagt, als schmeckendem Wein ist eine Sache wichtiger, wie zu nehmen auf den Mäuel und zu versichern. Bei dem, der Mensch muss wissen, wie er soll, wir können auskennen den Wein, wann er kommt, wo seine Weintrauben da sind, und also gewesen. Meine Seite hat gehabt, Krämer in Palästina in die Jahren einmal gewesen. Er ist gefahren jedes Jahr. Er hat gehabt Krämer in Ungarn, in verschiedenen Sachen. Das heißt, er hat ein großes Geschäft. Je mehr dachte ich, als es gewesen der dritte größte Weinmacher in Polen, Swote Grono. In Jiddisch hat man gesagt, goldene Weintrauben. Wir haben gehabt, also wie Carmel, dieselbe Sache. Sei gekauft von uns, der Mark. Also hat man gesucht. Ich weiß nicht, das ist die Wahrheit oder nicht, aber so hat man mir erzählt. Und alle die Weine sind gewesen koscher? Es ist gewesen, alle Weine, man dachte, es sind gewesen gemacht koscher. Aber wir haben verkauft Rotwein und Weißwein zu allen Hotels, verschiedene Plätze. Hat man nicht da weggelegt, der Etikett ist gewesen etwas mehr anders. Aber der Wein, was wir haben gemacht bei uns, ist gewesen, Lemahadren, Gerre Chassidim. Meine Seite ist gewesen, am Kur von dem Gerre Rebbe, wir gefahren alle Mal zusammen. Ich hab gesehen, dem Gerre Rebbe 2 Mal. Als ich bin gewesen, ein kleines Kind, ich bin gewesen in Schabnitze, wie der Gerre Rebbe ist gewesen, bin ich gegangen, ich habe die Seite gewesen krank, ich bin gegangen, es gab mir ein Quittel, und ich habe in der Rebbe gesucht, der Rebbe nicht zu helfen, die Seite, tut mal vor Schleimen, ich habe genommen meine Hand von dem amoligen Rebbe, dem größten Rebbe, gewesen Zadik Ador in Polen, es ist gewesen etwas ausgewählt. Ich habe das kein Mensch nicht vergessen. Er ist gesessen in Reußen, aber auf einem Stil, also ich gewinne als er wäre König. Und man hat gegangen, als man da weggegangen sind wir nicht gegangen, man ist auch nicht rausgedreht. Es ist gegangen, also wenn wir gehen zu der Königin. So, das ist gewesen, der Gerre Rebbe ist gewesen etwas außergewöhnlich. Die Polaken, die polnische Christen, sind gehabt sehr große Basai, sie auch gewesen ein größer Mensch. Was ist gewesen Ihr Vaters Mercedes-Beziehung mit dem Gerre Rebbe? Sie sind gewesen non-zunehmen. Was haben Sie gehabt eine Verbindung mit dem Gerre? Ja, meine Seite und mein Vater sind gewesen sehr nur zu dem Gerre Rebbe. Vater Rebbe Yisruel, Oliver Sholem, der Tzadik Lebrocha, was ist gewesen, sein ältester Sohn, ist gekommen zu uns an der Dasha, und wir haben gedauert in Wald. So, sie sind gewesen sehr nur, ich weiß, man hat mir erzählt, noch ein Krieg, ich habe nicht gewusst, es war ein Krieg, als meine Seite hat gegeben 5% von seinem Geschäft zu dem Gerre Rebbe, sie sind gewesen sehr nur, mein Vater hat gewesen sehr nur mit den Kindern von den Gerre Rebbe. Bin gewesen mit den Einiglichen, gefahren nach Schavnitze, und also sind gewesen sehr nur, ja.
Eine Sache muss ich fragen, für was sagt ihr, als ihr seid gewesen Middle Class? Weil es klingt wie ihr seid gewesen ganz vermögliche Menschen. Ich war von dem, was bei uns in der Heim nie so gehabt, nicht gar größer, wie man sagt, ein Appartement. Wir haben nicht gehabt ein größeres Appartement, wir gehabt ein größeren, der größte, wie sagt man Dining Room, der Esssaal. Ja, der größte Esssaal ist gewesen der größte Zimmer in unserem Appartement. Und gekonnt sitzen dort 24 oder Menschen. Weil man sagt, mein Vater hat alle mal eingeladen, Menschen mit einem Gatterstiebel. Wir sind nicht gegangen in den Schiel. Mit einem Gatterstiebel auf demselben heute. Der ganze Gebäude in Sachonia 54 ist gewesen mein Seides in die Kinder. Hat gehabt 5 Kinder und hat gekauft die ganze Gebäude, er gewesen dort hinter Appartementen, hat gegeben jeden einen von seinen Kindern 10% und hat gehabt 50%. So die Kinder in ist gewesen die ganze Gebäude. Die Gebäude gewesen im Center von Lodge. Aber wir haben nicht, bei mir sind wir gewesen, gewöhnliche Menschen, nicht etwas speziell. Wir haben sich nicht gemacht als größere Beziehers. Von dem ich bin gewesen, als der Mohammed ausgebrochen bin, ich gewesen, knapp 8 Jahre alt. Und bei mir ist es gewesen, also wie alle meine Freunde, es ist gewesen, nicht keine Sache größere Gewieren, aber riesige Gewieren im Efsche. Jeder eine hat gekonnte Seiten in Lodge von dem, weil er ist gewesen ein Chushive Yid, er ist gewesen ein Rosh er ist gewesen, also nicht Verpazuling, aber er ist gewesen ein Rosh von einer Yeshiva, und er ist gewesen ein größer Talmud Chuchem, und er hat gestützt als Sachmenschen, er ist gewesen, er hat gefragt, in Lodge, wie ist Ichemaya Guter, ob man genommen, gebringt noch Sachen 54, aber bei uns in der Heim sind ein gewinn kleine Stiebler, und es ist gewinn kein größer Mensch. Von dem, ich tracht das nicht. Also wir sind gewesen, nicht ganz ein größer Gewieren, wir sind gewesen, wie man sagt, Mittelklasse. Und Diensten hat er gehabt? Meine Mama hat getan, meistens von dem, sie hat gekocht, gemacht als Sachen. Sie ist gewesen eine sehr schöne Frau. Sie hat gehabt, wir sind alle gewesen blond mit blaue Augen. Und sie, mein Seide ist gewesen, er hat gehabt eine Firma, er gewesen ein Feuer. Er hat gemacht gemacht Eier und verschiedene andere Sachen. Er hat gehabt, wie man sagt, ein Gospod in Polish. Ich denke alle die Sachen, ich rede echt beschleunigt. Das kommt in meinem Meuer von verschiedenen anderen. Und er hat gehabt ein Gospodarstvo. Gospodarstvo means, das meint man, gewinnt gehabt eine Farm. Und er hat gemacht verschiedene Sachen. Er transportiert Eier noch in Kalach nach England und er hat Pferd und verschiedene andere Gänse und Katschkes und Hühner. Alles ist gewesen. Ich habe sich gespielt, das auch auf seinem Platz. Und ob ich gerät, ich habe schon ungeheuer unheim, aber ich gerät Polisch mit meiner Mama und gerät Jiddisch mit meiner Tate, die ganze Zeit. Meine Mama hat gerät rein in Jiddisch und ich habe gerät rein in Jiddisch, aber ich habe auch gerät rein in Polisch. Und nachdem hat ihr sehen, ja so, wir sind gekannt fuhren von Lodz nach Warschau, von dem wir sind gegangen als polische Christler. Und wir hatten kein Problem, wir sind gewesen blond, arisch, mit blauen Augen. Wir haben geredet, Polisch, also wie alle Polaken, ganz schön besser, wie normal. Wir haben ausgesehen wie prominente Jiden.
prominente Polacken. Und wir sind gefahren, noch ein Ende von noch der Krieg zu Ungarn, sind wir gefahren mit dem Zug nach Warschau, in Ende von, ich weiß nicht, Mitte November, 1. Dezember, ein bisschen so. Eider mir verlassen Lodge, aber ihr seid geboren geworden, dachte ich, in 31, ja? In 32. 32. Koidem ist ein Nest, was ihr gedenkt so viel, aber ihr seid gewähnt Chassidim, ja? Ihr habt gehabt Payas und ihr seid gegangen in Cheder? Ja, meine Payas sind gewesen blond, aber ich habe gehabt Payas. Und ich habe viele sind nicht da weggelegt von hinten, von dem, als ich bin gegangen in den Gast, fahren Krieg, sie gehen in meine Schule rein, weil sie gewesen haben, noch dem ich schon gewesen 5 Jahre alt, habe ich gedacht, gehen zur polnischen Schule euch, ist gewesen in der Vierte gelernt Jiddisch, gelernt dem Chumash und the Parshat HaShavua, you know, the wochendicke, the Shabbosdicke Parsha. Und noch Mittag hat mir gelernt Polish und Arithmetik und verschiedene Historie und verschiedene Sachen. Aber als ich bin gegangen in die Schule in der Früh, ist als junge polnische Christen haben gerufen, Jüdi do Palästina, Jews go to Palestine, gefahren nach Palestine. Das ist gewesen, als in die englische Sprache, in der Refrain, mit allemal gehört. Von dem von 1936, nachdem als Pilsudski ist weggestorben und das Antisemitismus ist geworden als Sachstarker. So ungeheuer als Jugend, aber nicht schlugen, nicht lunisch. So einmal ist gekommen einer, der größere, hat mir genommen ein bisschen Details. Aber normalerweise, ich habe nicht gehabt, kein Euro zu gehen, war allein in der Schule rein. Hat ihr gehabt nicht-jüdische Chaverimlach? Oh, ich habe gehabt, ja, die alle, was sind gewesen, haben gewohnt bei uns in Häuf und wir sind gegangen zusammen, die habe ich gehabt, Chaverim. Ich habe euch gespielt als Ach mit meiner Schwester, was sie gewesen als Zwilling. Ich habe gehabt, ich bin gewesen etwas, ein junger Mann, der hat lieb gehabt zu lernen. Meine Mama hat mir gegeben eine Sache Bücher. Verschiedene Bücher hat sie mir gegeben, viele polnische Historie. Und ich habe euch gelernt, alles Ding in Jiddisch. Es gewesen dort die Zeitungen, wir haben gehabt Zeitungen in Lodz, jiddische, in polnische, publiziert bei Jiden. Aber gewesen, Sachen gewesen in Polnisch, und Sachen gewesen in Jiddisch. Und ich habe gelernt, alles Dinge. Ich bin gewesen eine große Lehne von, meine Mama hat mir ausgelernt, als ich muss lernen Bücher. Habe ich gelernt, Jiddisch und Polnisch und alles Dinge, was habe ich gekannt. Ihr gedenkt, was für Zeitungen sind gewesen, die jiddische? Ja, ich habe gekriegt nach dem Krieg. Also ich bin gefahren zurück nach Polen und mein Cousin, wir sind geblieben, 5 Cousinen, und eine ganze Sprache, 5 Cousinen und mir. Und er hat gekriegt Fotokopies von den Zeitungen, von jiddischen Zeitungen. Und dort ist actually geschrieben, Annoncen für unsere Wein. Und euch verschiedene Sachen wegen der Familie. Mein Seite ist eine von ihr. Mein Seite hat gar 13 Kinder. Und meistens von sie übergeblieben noch 5. Von der Zeit, die größte Epidemie, was ist gewesen in 1920, als Sachen sind weggestorben. Die Kinder sind gewesen, kleine Kinder, sind weggestorben. Übergeblieben 5. 2 Söhne und 3 Töchter. Mein ältester ist geheißen Esther. Die älteste Schwester von meinen Taten, die heißen Esther. Der zweite ist gewesen, Vetter Salman. Er ist gewesen der zweite. Der dritte ist gewesen Tante Leibels Mama
ich habe vergessen jetzt im Moment den Namen, noch ins gewesen Mannfutter. Der jüngste hat geheißen, also wie meine Schwester, sie hat geheißen Sabina. Ich denke, ihr Name ist Sabina. Ich weiß nicht, wo sie ihr Jiddisch gewesen. Mein Schwesters Nummer ist gewesen Schiffer Trano. Efter hat sie gehabt dasselbe Nummer. Bei dem hat sie geriefen Sabina. Das ist gewesen, das ist nicht gewesen. Das kann ich erzählen vor dem Krieg. Ja, zurück zu den Zeitungen. Wir haben geheißen, die Zeitungen, was ihr vielleicht lehnen. Die haben die geheißene Zeitungen? Ja. Es ist gewesen, in den 80er, eine wird geheißen, die jiddische Stimme. Es ist gewesen, eine Zeitung, ich denke nicht genau die Namen von den Zeitungen. Aber ich kann auch sagen, weil ich habe die Fotokopies von Seite. Ihr wollt, dass ich soll auch sagen, ich kann kriegen die Fotokopies, nur dem kann ich auch sagen. Okay, nicht wichtig. Und Literatur zu lernen, öfters gewinnen, heutzutage ist der Stereotyp von Chassidim, als sie lernen nicht keine weltliche Literatur. Ich habe nicht gelernt keine Literatur. Was meine Mama hat mir gegeben, polnische Bücher, ist gewesen nur Historie. Sie hat mir gegeben Bücher wegen polnischer Historie. Was ist geschehen mit den Königin, was ist geschehen mit der... Also ich habe nicht gelernt keine Literatur, nur Historie von Polen. Das ist alles, was ich gedenke. In Zeit von Ghetto ist es anders, weil ich habe allein gefunden Bücher von mir. Und ich habe gelernt, was ich habe gekannt, kriegen. Aber das ist schon gewesen in Ghetto, Jahren länger. Das ist gewesen in 41. Jahr, in 42. Jahr. Aber vor dem Krieg habe ich keinem nicht gelernt, gar nicht. Das ist gewesen etwas, was ich gesagt Goyisch. Es ist nicht gewesen. Bei uns in der Ehe ist es nicht gewesen. Und in Jiddisch habe ich nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, keine jiddische Bücher. Gar nicht gelernt. Ich habe noch gelernt, Chemisch. Ich habe schon umgehoben zu lernen Talmud. In Zeit von Krieg habe ich geredet in der Dure mit dem Ran, Bubba Metzia, und alle die Scherben, Sechtes. Das habe ich gelernt in meiner Cheder. In Schiel, von der jiddischen Schule, aber gelernt Talmud schon. Ein Engel hat umgehoben, sich auszulernen, aber ich bin 3 Jahre alt. Ich bin gegangen in den Kindergarten, sagt man das, ich bin 3 Jahre alt, um umgehoben zu lernen, alle Base. Ich habe den Eindruck, dass ihr seid gewesen ein Wunderkind. Nein, ich bin nicht gewesen ein Wunderkind, aber ich habe what they call a photographic memory. Das so, ich gedenke alles, ich gedenke verschiedene Sachen. Als ich bin gelegen noch in dem kleinen Wiegele, geschlafen in dem Zimmer von meinen Eltern, gedenke ich habe gekratzt auf der Wand, als ich habe gekriegt die Zähne, als ich habe nicht gehabt, genug Mineral, ist gewesen, die amolige Zeiten haben gemacht auf der Wand, ist gewesen dort verschiedene Kalk und andere Sachen, und ich habe gekratzt mit meinen Zähnen. Und ich gedenke, ich gelegen in den Wiegel, ich denke, wie der Loch sind gewesen in der Seite von dem Zimmer von meinen Eltern. In die Efsche bin ich gewesen 1,5 Jahre alt. So der Rebäunische Leute hat mir gegeben einen guten Sinn. Von dem gedenke ich als Ding. Ein Wunderkind bin ich nicht. Das ist Elliot Dovek von Israel Bookshop, Brookline, Massachusetts. Wir wollen bedanken alle Customers und wünschen allen a Chag Kosher v'Sameach. Wir haben eine große Auswahl von Agodois in English und Hebrew, Kaorois, Sifra Kodesh und euch Sifra Chinuch. Kommt da rein und überzeugt sich. A Chag Kosher v'Sameach vom ganzen Staff von der Israel Bookshop. Thank you. Cheryl Ann's of Brookline, eine Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jiddische Kol a süßen und koscheren Pesach.
Happy Passover from Cheryl Ann's. Cheryl Ann's gefinzach in Putterham Circle in Chestnut Hill, Sen West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telephone 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ann's. Butchery. Jatka und Essenbar Geschäft gefinzach in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle Zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butcherie wünscht euch alle a freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. A süßen, koscheren Pesach. Good Yontif von The Butchery in Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Mein Name ist Max Kellermann. Wir wünschen alle unsere Koinen zu einen gesinnten, freilichen Pesach und einen kuscheren Pesach. Also kaufen die Butcher und so einen kuscheren Pesach. Und allein bei uns tun das for many years to come. You know, the Butcher is eine von den besten Stores, was ich kann sagen. Und Menschen kommen von all over, because the gleichen zu shoppen to do. The prices sind gut, the Bedienung is good. In der Atmosphäre, Menschen kommen heran und sieht einer sich im Zweiten. Also will einer sehen im Zweiten, kommt dann der Butcher, der treffen sie da. Also, ich wünsche alle the best. Wir sollen leben bei Jura und tun dieselbe Sache. Eine Frage, ist da eine stille Zeit zu kaufen? Es ist ein sehr verpackter Platz da. Man kann nicht atmen, es ist so verpackt und eng wie Sardines da. Es ist eine Woche, 2 Jahre. Verstehst? Ein ganzes Jahr ist genug. Also Menschen treffen sich mit Geduld, mit Redderwalle, wir treffen einen und zweiten, wo sie sehen sich nicht. Dus der Platz treffen sich und sie. Aber keine Menschen. Es ist so, es ist nicht gefährlich, es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit. Es ist ein Menschen. Gut, ich wünsche euch einen koscher und freilichen Pesach. Ich wünsche das auch. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Ich hoffe, Sie hat noch von unserem Programm mit einem gewaltig interessanten Interview mit der Lebengebliebenen von Warschauer Ghetto und sein Name noch einmal ist Pinchas Guter. Sehr interessant ist, was ist gewesen, der Erste, was hat sich beteiligt in einem Programm bei USC Shoah Foundation. Das ist gegründet geworden von Steven Spielberg, aber ein sehr Programm zu machen, als ein Hologramm, wie man ruft das, von Leben gebliebenen von Chorben, als kommende Deutsche wollen können, haben Kamoi Schmussen mit Leben gebliebenen. Er hat sehr filmiert und rekordiert sehr Entfers auf allerlei Kasches und Scheiles. Und das ist gewesen sehr ein interessantes Projekt. Jetzt sind gewesen schon zähnliche Menschen, was haben das getan, aber ist gewesen der Erste. Und sehr gewaltig interessant, was hat, als fotografische Sikoren. Wir wollen weitergehen mit seinem Interview. Es bleibt bei euren Radios, aber wir haben Menschen, Sponsors, was wir dürfen bedanken, größere Mäzenaten. Und ich will vorlehnen eine Liste von sie. Ich will bedanken Ellie und Rivka Grodko. Ein Mensch, was will bleiben anonym. Die American Association von jüdischer Lebengebliebene von Chorben von Boston. The American Association of Jewish Holocaust Survivors of Greater Boston mit Janet Stein Berosh. Die Yiddish Liga mit Gittel Schechter Vishwanath Berosh. Sholem Beinfeld, Chaim Bochner und Yehudis Rothenberg, Michael Katz und Liebe Gritz, David Brown und Leah Levitt.
Und Nevada, unsere teure Geschäften, was stützen uns unter, die Butcherie, Israel Bookshop und Cheryl Ann's Bäckerei. Dank sei alle. Und später im Programm will wir haben noch ein paar Annoncen, Begrüßungen zu Pesach. Es bleibt bei euren Radios und ich wünsche euch einen guten Morgen, Lekovat Pesach und einen guten Yontif, der kommende Yontif, Shvi und Achron Shel Pesach. Und eine wichtige Sache, seid wissen, unser Schmues mit Pinchas Guter ist gewesen zu lang. Wir haben noch eine Sachinhalt. Ist dem zweiten Teil, will wir übergeben, über 8 Tage, was ist unser Programm im Ganzen gewidmet, Yom HaShoah. Hatanoah. Unser Glück, unser Allemans Glück, weil seid von der Sheretz HaPleita und geht über so viele Menschen euer Zachronis. Wir wollen kommen zu dem ein bisschen später. Zurück zu eurer Kindheit. Lassen wir gehen fast forward zu September 39. Ihr gedenkt, wenn die Milchama hat sich angehoben. Ja. Die Milchama hat sich angehoben, als ihr gesucht auf den 1. September 39. In die Deutschen sind dann reingekommen nach Łódź. Efter eine Woche, 7, 8, 9 Tage, ich weiß nicht genau, aber sie sind sehr schnell reingekommen. Und ihr müsst nicht vergessen, als in Łódź haben gewohnt 100.000 polnische Bürger, aber sie sind gewählt von deutscher Stimmung. Sie sind übergeblieben von der Zeit, als Polen ist gewähnt, zusammen zwischen dem russischen Empire, die Austro-Hungarian Empire, die Prussian Empire, also ich sucht man das, ich kann nicht suchen Prussia in Jiddisch, die Deutschen Empire, Prussian Empire, ist geblieben dort über 100.000, es gewähnt 740.000 Menschen wohnen in Łódź. 100.000 sind gewesen von deutscher Stimmung. Sei umgehoben den Textil in Łódź. Sei es eine gewähne sehr große Sachen in Łódź. Seine gewähne, Sachen sind gewähne sehr reich und alle sind gewähne gar gute Stimmung. Sei es gewesen, was man gesucht in Englisch sucht man a fifth column. Es ist der Moment, als die Deutschen sind da reingekommen, noch Łódź, haben sie alle weggelegt, sich beim Hakenkreuz auf die Jackett, und sie sind geworden Deutschen, sind geworden Volksdeutsch. Ich weiß doch, wie man sagt, der Volksdeutsch, sind geworden Volksdeutsch. Und sie haben getan zu den Jiden, was sie haben gewollt. Also ein Jid hat gehabt, ein Schister oder etwas, ein kleines Gewölb, ein kleines, etwas verkauft, ein bisschen Scheuer oder etwas haben sie rausgeworfen. Es ist dazu gegangen, sehr schreckliche Sachen. Im Moment sind sie reingekommen. Und eine andere Sache, was sie haben gehabt, sie haben gehabt, von der fifth column, haben sie gehabt Brief, wo sie gewählt auf dem Namen von Asach Menschen, wo sie gewählt sehr gut in Łódź. Nicht jeden, von allen Volken, von den Polaken, von den polnischen katholischen Menschen, von allen haben sie gehabt die Brief. Sie sind gegangen, die Gestapo schon da reingekommen, noch die Deutschen sind reingekommen mit der Armee. Der Milchama hat doch noch gewähnt nach dem Milchama. Sie gewähnt 2 Wochen nach dem. Sie sind reingegangen mit dem Brief, mit den Namen in meiner Seite, ist gewähnt eine von die Brief. Verzeihung, bitte, ich weiß nicht, wann sie haben gekommen, öfter von dem jüdischen Komitee oder etwas so. In mir haben gehabt, in unserem Appartement ist gewähnt, ich habe 2 Dieres. Inzwischen die 2 Dieres ist gewesen hier, was mein Tat konnte reingehen in dem Appartement von meiner Seite.
Aber wir haben ganz zwei Eingangs. Wir haben einen Eingang von meinem Seides Appartement und unser Appartement. Keiner hat nicht gearbeitet, der Bekommer ist gewesen noch der Bekommer hat sich gewählt. Und die Tate gewesen daheim, keiner ist nicht gegangen, nicht für gearbeitet, es ist gewesen sehr schwer, es ist gewesen, ich konnte da rausgegangen, man hat geschießt, es gewesen verschiedene, sehr schwer. Es hat mir gehört, klingen auf die Tier, das ist auch ungeklingen. Und meine Seite ist gelegen im Bett, von dem hat die Operation auf seine Nieren 2 Wochen vor dem Krieg. Ist meine Tate gegangen rein in mein Seidensappartement, ein aufgemachtes Tier, sind gewähnt Zweifel, die Malachamubel-Dicke, Gestapo, mit den schwarzen Untien, und sie haben gefragt, wie ist meine Seite? Sie haben gewollt, nehmen meine Seite. Hat sie reingenommen, mein Tate hat sie reingenommen in das Bettzimmer, in der ist gelegen im Bett, und hat gefragt, wie alt ist er? Und er gesagt, er ist 78 Jahre alt. Und was ist mit dem? Hat er gesagt, er hat eine Operation und er ist sehr krank. Und ich gedenke, bis heutigen Tag, als einer von den Deutschen, ihr macht schon mal sich ran, hat er gesehen zum Zweiten, der soll so inkrapieren. Ich weiß, was das heißt. In Deutsch, er soll schon wegstauben. Wir dürfen nicht wegnehmen. Er hat gefragt, mein Tate, wer bist du? Er hat gemeint, ich habe eine Schule, so. Ich bin Asin. Was machst du? Was ist deine Arbeit? Hat er gesagt, ich bin ein Weinmacher. Wie machst du Wein? Da war mir jetzt Nummer 19. Du hast einen Keller dort? Ja, ich habe einen Keller dort. Komm, so haben wir weggenommen. So haben wir reingenommen in den Keller. So haben also gehargert und gemeint, was haben wir gemacht heute? So haben wir weggeschlossen auf der Seite und so haben wir gelost dort und sind gegangen zu der deutschen Polizei. Sie haben gesagt, dass die Autos, die fuhren zum Krieg mit den Soldaten, sollen sich kommen, nehmen rein und nehmen alle die Flaschen, was es gewesen ist. Sie gewesen auch Whisky und Bromfen und Wein und verschiedene Sachen. Und nachdem hat meine Tate gesagt, dass sie gewesen dort 11.000 Flaschen. 11.000 Flaschen gewesen dort. Und noch sind gewesen die größte Fass. Ich sage mal, weggenommen alles Ding, also durch die Flaschen sind weggegeben und sie weggehackt die Fass. Und so mal reingenommen in was man sagt, Jerrycans, alles ist weg. Alles ist gewesen, dass mehr wie 100 Jahre oder weniger wie 100 Jahre, ich weiß nicht wie genau es ist gewesen dort, hat man zerbrochen in 24 zu 48 Stunden. Sie haben sich angeschickt, euch dort ein bisschen? Ich weiß nicht, was hier geschehen dort. Die einzige Sache, was ich kann erzählen, ist, als der polnische Dozorca, ja, er hat auch Peter. Er ist gewesen der Mann, der hat noch gekickt nach dem ganzen Platz. Er hat gesehen, als die Menschen, die Deutschen mal rückgenommen hatten in dem Keller, aber er ist nicht rausgekommen, sind alle weg. Und er hat keine Meure gehabt, aber er ist gestanden an der Seite, er gewinnt ein polnischer Katholik. Nachdem sind alle weg, ist er reingegangen in den Keller, zu sehen, was ist geschehen mit meinem Vater. Hat er gefunden, als mein Vater ist gewesen bewusstlos, aber sie haben nicht weggehalten. Hat er genommen auf die Plätze und es ist gewesen bei ihm sehr schwer, das zu nehmen. Er hat ihn gebracht zu uns heim. Er war ein sehr guter Mensch, hat ihn gebracht zu uns heim. Und mein Vater ist gewesen bewusstlos, erst 7, 8 Tage. Und Dr. Hirschwinkel, ich gedenke noch an den Doktor, Dr. Hirschwinkel hat ihm gerecht gemacht. Und nachdem ist er gewesen auch beseder. Aber wir haben schon nicht gehabt, mit wem wir mussten ziehen. Also man hat noch Geld, es gab andere Tachschiten, aber Wein hat man nicht gekannt machen mehr. Es ist gewesen, alles ist schon gewesen zu sterben. Und so lieb dem hat eure Sprache beschlossen, wegzufahren, ja?
Ja, von dem hat in euch der Eure gehabt, als sie will noch kommen noch zurück zu uns in Appartement, hat der Tate gesucht, dass der Mokumische gewesen weggegangen, das ist gewesen Ende von November, in Anfang von Dezember, hat gesucht, als ihr da fuhren zu unserer Tante in Warschau. Sie hat Hassene gehabt mit Volvo Spiegelglas, was ist gewesen ein Mensch in Warschau. Und hat gesucht, als ihr kommt fuhren mit ungeschnittenen Details. Ich habe geweint. Ich habe nicht gewollt, ich habe geweint. Ein kleiner Jüngling, schon gemacht 8 Jahre alt. Und er will nicht verlieren seine Jüdischkeit. Hat man weggeschnitten, ungetein, also wie polnische Jüngler. Und meine Schwester ist gewesen gut, sehr angenehm ungetein. Meine Mama gewesen eine sehr schöne Frau, so ungetein, elegant. Und wir sind gegangen auf dem Zug, auf dem Hof, Zughof, auf dem Bahnhof, und wir sind gefahren nach Warschau. Mein Tate hat nicht gekonnt gehen. Er hat gehabt einen kleinen Bärdl, hat weggeschnitten, aber er hat gehabt einen kleinen Bärdl, er hat weggeschnitten sein Pies, aber er hat geredet Polisch, man kann sehen, er ist ein Jid. Ist er gegangen zu Fuß. Ich ist gewesen an Grenitz bei der Zeit, bei Lodz hat man eingeschnitten zusammen mit Deutschland, dem Reich. Deutschland ist geworden Wartegau, eine Provinz von Deutschland, ist gewesen an Grenitz. Hat der Tate gegangen bei Nacht, hat sich geschmuggelt durch die Grenitz. In polnische, katholische Feuern haben ihn behalten beim Tug. Bei Nacht ist er gegangen. In Polen gewesen Sachwälder, und er hat nicht gefunden, ein Polak, das hat ihn behalten. Ist er gelegen in einer Wald, und sich zugedeckt mit Blumen und verschiedene Blätter, von Bäumen, Blätter und Sachen. Er ist geschlafen bei Tug, gegangen bei Nacht. Es hat ihm genommen mehr als 2 Monate zu kommen nach Warschau. Als es gekommen nach Warschau, ist schon gewesen 17 Menschen in die kleinen Tiere von unserer Tante Sabina. Und sie hat ganz 2 Kinder, ein Jüngel und eine Tochter. Die Tochter ist schon 18 Jahre alt. Ich denke nicht, dachte ich mir, mein Cousin, ihr Sohn ist gewesen 14 oder 15 Jahre alt. Aber ich denke nicht genau. Aber verschiedene unserer Familie sind gekommen zu ihr, euch von Lodz. So, die älteste Schwester von meinen Taten, Tante Esther und ihr Mann, Moshe Stoime Levinson, sie hat Hassan gehabt, Moshe Stoime Levinson, er ist euch in der Wein, so er hat auch gearbeitet in der Weinkeller. Und er ist auch gewesen ein größer Talmud-Kuchen. Sein Futter ist gewesen ein größer Rebbe, ein Ruf. Und bei uns ist gewesen eine Sache wie Jiches. Jiches ist gewesen die größte Sache in Polen vor dem Krieg. Jiches ist gewesen sehr, sehr stark. Jiches ist gewesen. Meine Mama hat gehabt so viel Jiches. Der Rasiner-Rebbe, der Abt, der Abte-Rebbe, es ist also sehr, in der Serie ist gekommen, hat gefunden, eine kleine Tiere, wo der Front ist geworden, weggehargert von einer Bombe zur Zeit für den Krieg, aber der Rest von dem Appartementen sind geblieben. Und da hat gefunden, eine sehr kleine Tiere, die waren in einem Schlafzimmer, in einer Kirche. In eine Kirche hat reingestellt, kleine Feste, 2 kleine Feste. Und er hat gekauft, Rojinkis. Wie weit? Wein kann man machen von allen verschiedenen Sachen. Wir können machen von Fruchten, wir können machen von Bananen, alles, was wir können. Wir können machen Alkohol von denen. Ich weiß doch, weil ich habe es ausgelernt bis ich bin 8 Jahre gesessen, habe ich ausgelernt, wie er so zu machen. Alkohol kann man machen von alles Dingen. So hat er gekannt, Rojinkis, und gemacht Kiddischwein. Er hat mir herausgeschickt, es ist nicht gewesen, kein Ghetto, hat er mir herausgeschickt
zusammen nehmen Flaschen von Cafés, wo sie mal ausgeworfene Flaschen. Sind nicht gewesen wie Hein, also man nimmt die Flaschen zurück. Man hat ausgeworfene Flaschen. Aber ich bin gegangen mit einem Rucksack genommen die Flaschen. Der Tate hat rückgenommen die Ketten und hat sie reingestellt für 3 Tage in Wasser. Man soll das machen, Kuhstell. Und er hat gemacht den Wein. Und Freitag hat mir gegeben die Adressen von den Menschen, was haben gehabt Geld, und hat mir gegeben, öfter 3, 4 Flaschen, bin ich gegangen, ich habe nicht gekonnt, nehmen mehr, und bin ich gegangen in der Früh, Freitag in der Früh, habe weggegangen mit 4, Nacht durchgekommen zurück, gehen wir noch 4, und dann sollte ungeheuer zu machen, ein bisschen Verdienst, sie können kaufen, für uns zu existieren. Und meine Mama hat gehabt einen kleinen Kiosk, wie sie verkaufen in Nalewki. Als es gewesen, wir sind gewesen in Nalewki Number 49. Und ich denke nicht, wie der Kiosk ist gewesen, aber euch in Nalewki was gewesen, sehr jüdische Gast. Und es ist gewesen, denn für uns ist gewesen ein Glück. Also wenn der Ghetto hat sich Ziel gemacht im November von 1940, ist der Kiosk und unsere Tiere ist gewesen in der Ghetto. Wir haben gedacht, laufen nach hinten zu bringen. Und was ist geschehen in der Zeit von Ghetto, ist gewesen ein Gehinnem. Als ich wollte gerechnet habe, 100 Jahre, weil ich kann euch nicht erzählen, die alle Sachen, was ich habe gesehen, als ich bin gegangen durch dem, als Mozzi gemachte Ghetto, bin ich gegangen, jüdische Cafés, ich gewinne, sagt jüdische Cafés, wie die Deutschen und jüdische Polizianten, jüdische Gestapo, und deutsche Gestapo, und polnische Polizianten, und verschiedene, wie man sagt, Cooperators, Collaborators, ich weiß nicht, wie die sagen in Jiddisch. Ich will sie nicht schildern. Von dem, was ist geschehen, dort kann man nicht sagen, als es Schild und Schieden und getan verschiedene. Sie gewinnen schlechte, sie gewinnen Gitter, sie gewinnen mehr Gitter wie schlechte. Ich bin gegangen in meine Flaschen. Weil ich habe Gesichtsflaschen von meinen Taten. Also wir sollen keine machen, aber es ist ein paar Nüsse. Und also ist gewesen die Zeit, als wir gewinnen im Ghetto. Was ist gewesen im Ghetto, ist gewesen, jedes Mal hat man reingebracht mehr Menschen. Zwischen in Unhalt ist man reingebracht, dass es 350.000 Juden, was sind gewesen, in gewohnten ganzen Warschau, reingestellt in Efscher weniger wie 3% von dem Gebäude, von dem Gebiet auf Warschau. Ich konnte verstehen, als der jüdische Judenrat hat genommen und ungeheuer ist in jedem Haus ist gewesen, die größeren Häuser sind gewesen Dieres, und in jeder Dier hat man reingesteckt 5 Menschen hat Zimmer, 9 Menschen hat Zimmer. Es ist gewesen, jeder eine hat gehabt einen Nuchtreter was ist gewesen, arrangiert bei dem Judenrat. Und hat gemacht, sicher als es gewesen. Und es ist nicht gewesen, genick für jeden einen. Man hat da reingestellt, dass so viele Menschen in der Diere ist nicht gewesen. Hat man aufgemacht Schiegel, hat aufgemacht verschiedene Plätze. Und sind gewesen, als Sachmenschen nach viele gelingen in der Gas. Und noch hat man gebringt noch Menschen von Deutschland, Menschen von den verschiedenen Dörfern in die kleinen Städte, das hat man da reingestellt. In Ende von 1941, wir dachten, dass ich gewesen 500.000 Jeden gewesen. Der Hunger, wir haben gehabt 118 Kalorien am Tag hat man gegeben. Es gewesen ein größer what you call a black market. Wie sagt man black market? Schwarzes Feuer hat man verkauft. Die Polaken haben gekriegt verschiedene, die deutsche Gestapo und alle zusammen mit jüdischen Unterweltmenschen. Das haben gerattert. Das ist gewesen ein Rattert. Sie haben gebringt verschiedene Sachen in Essen, in dem Ghetto, und die Jeden haben umgegangen zu verkaufen, alles Ding, was sie haben gehabt. Echt verkauft die verschiedenen Sachen, was wir gewähnt, sehr wichtig.
Noch da man umgegangen zu verkaufen nach viele, was man getrunken. In das gewann. Als die Polaken haben alles gewollt. Sei mal reingebracht. In die schwarze Geschäften sind gewesen so groß, als in so was nicht gewesen, genieg für jeden einen. Der Judenrat hat ungeheuren Kirchen gegeben, die armen Jeden, was haben nicht gehabt, kein Geld mit dem Ganzen, haben sie gegeben, ein Stück Brot in ein Suppe. Das hat nicht gekannt, das Leben. Die gewähne jüdische Hilfsgruppe. Ringelblum, ihr habt gehört wegen Ringelblum. Der erzählt mir wegen Ringelblum. Ich habe gehört das Sache, aber käme man nicht von einem Menschen, was hat gehabt eine Überlebung in seiner Zwiebel. Hat etwas gehört oder gesehen von ihm? Ich habe ihn nicht gekannt in Ghetto, aber ich habe gewusst, was tut. Ich habe gewusst, wenn einig Schabbos, ich habe gehört von dem, es gewesen sehr säuderlich, aber Menschen haben gewusst, was das ist, weil hat gewollt sammeln, alles Ding für jeden, von allen Menschen. Von einer Seite ist es gewesen säuderlich, von der anderen Seite habe ich gekannt, und ich habe gehabt, ein Cousin, was auch immer gelebt, Harav Kroll, und ist gewesen sehr ein Mensch, was uns gekannt, arrangieren als Ding. Hat uns gebracht, verschiedene Sachen, was wir auch nicht gekannt kriegen. Mir dachte ich, als mein Tate hat gekriegt von ihm, die Roschenke, so der hat gemacht, Wein an der Zeit vom Ghetto. Von dem hat gewusst, wie soll sich arrangieren mit die Getunen von den schwarzen Geschäften. Und ihr weiß, in Unheib hat mein Tate gehabt, der Diamant oder zwei, oder etwas ein Goldstück oder etwas so, hat man gekauft, die Roschenkes, und durch hat man gekriegt Geld, und so ist es gegangen. Aber ich habe nicht gehabt, meine Schwester ist allemal gewesen in der Haus zusammen mit der Mama. Und die Mama ist auch, nachdem, sie hat verloren ihr kleinem, das ist kein Geschäft, dem Kiosk. Dem Kiosk hat sie verloren noch ein paar Monate, 4, 5 in einem Monat, als der Ghetto zusammen ist geschlossen geworden. Sie hat nicht gewusst, wie sie arrangieren, dass die schwarzen Geschäfte hat sie nicht gekannt, unheuben. Sie sind gegangen in den Heim, sie hat ungeheuben, der Tat hat ungeheuben Käufen zu machen, kleine Challers. Und sie hat gebackt kleine Challers. Und ich habe sie gegangen, zusammen mit dem Wein in der Challers, habe ich arrangiert, gegangen jeden Freitag. Und genommen zu jedem, was haben gehabt Geld. Es gewinnt noch als was haben gehabt Geld. Der Ghetto ist gewinnt in Englisch, ich erzähle das in Englisch, das ist gewinnt Apocalyptic Hell.
אנחנו בניהם ובנוסיהם, אחיהם ויחוסיהם, נזרים צדקו.